Morgens. Ik prijs u in de naam van onze Heer Jezus Christus. En Richard Crisoli zei ik zal hij zijn te al van jent. En zij rekenen en karten hier aan te komen en ze komen te bezeken. So. We eerst beden en dan ga je de zondagschultingen afgaan en dan gaan we helemaal aan zondag aanvangen. Lieber Vater in Himmel, wir kommen vor dir und wir danken dir, Gott, für Dinge, die du sagst, die du in Sehen sind, und die sind wirklichen Sehen, Herr, und die sind ein Geschenk von dir. Vater, wir danken dir für ihn, wir freuen uns besonders, was du mit uns sind, wir freuen uns, was du mit den Lehrern sind, und die uns helfen, die Dinge von dir Wort zu lernen, sodass sie waren bekannt waren mit deinem Wort von klein an, dass sie Kontrakt wiesen auf ihre Seiligkeit, sodass sie durch waren die Feind, en zich die hand geven en die aannemen en voor die leven, Herr. So wie freuen uns du wirst mit uns sein auf einem besonderen Weichen. Vater, ich bete für uns hier, ich bete für mich selbst, dass die mir helfen, dass wir können uns die Hand geben, dass du kannst durch dienen gehst, dass ich mir reden, was du mir hast und was dir leicht, und musst du den Wort sehen und uns hier von der uns Morgens. In Jesu Namen. Amen. Bei der Titel von meiner Botschaft von der uns Morgens hat gesagt, unsere Hoffnung sicher mehr. Unsere Hoffnung sicher merken. Sicher merken, dass wir wahre geboren sind. Unsere Radung sicher merken. Dass weiten, dass wir die Rat sind. Wir lesen in 2. Korinther 13, Vers 5, wo Paulus sagt, und ihr siegt selbst auf den Glauben stehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das tun, weiter und weiter an zu siegen, als wir an Glauben stehen. In 2. Petrus 1, Vers 10, das ist noch ein Vers, und die 2 Versen, weil ich besonders betonen von der uns Morgens, und hoffe, dass wir jemanden Hüß nehmen, und sein, was das wirklich meint. Das Paulus sagt hier, wir sollen uns siegen, dass wir in Glauben stehen. In 2. Petrus 1, Vers 10, da sagt Petrus, wir sollen uns das immer fester merken. Wir sollen uns die Radung immer fester merken. Wir sollen immer fester werden durch ihn. Und ich will 2. Petrus 1, Kapitel 1 von 5 durchall, dort ist die Tags, wo ich will durchgehen, aber ich werde Kapitel von Anfang an lesen. Das fährt uns erst besser verstehen, wenn wir das von Ferien an lesen, dann in Horchen, wo das vor dem sein wird. Und ich glaube, dass unsere Hoffnung sicher merken, immer fester werden in unserer Radung, wo wir hier lernen, was wir machen tun, dass wir können fest werden, dass wir uns können immer sicherer werden von unserer Radung. In das Part von dieser Schrift hier, dort redet von, wo wir das sein, wo wichtig das ist, dass wir wachsen und teilnehmen in Christus und uns glauben, auch in Erkenntnis und so weiter. So, und dort bringt uns immer fester und glauben. So, wenn wir die Verse mal überlesen, dann wird die mit übergehen. Die erste, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 1 durch 11. Simon Petrus, Jesus Christus, sein Apostel und deiner. Schrift dessen Brief nur die denselben Glauben gekriegt haben, als wir, durch die Gerechtigkeit, die uns Gott und Herr und Jesus Christus geben wird, möcht ihr immer mehr Genug und Frieden kriegen, dadurch, dass die Gott in den Herrn Jesus Christus nur erkennen lernen. Seine Gotteskraft hat uns alles geschenken, was wir zum Seilig waren und zum ein fremdes Leben brücken, dadurch, dass wir den kennen lernen, der uns so viel Gutes zukommen leid, dass er uns zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen leid. Und durch dieselbe Kraft hat er uns auch alle anderen ricke, wundervolle Segnungen versprochen,
Durch die wir von das verkommene Leben können loskommen, woran wir durch die Leidenschaften an dieser Welt gebunden sind, und an Gott ihnen das hier Anteil haben können. Am das zu kriegen, bekleidet ihnen Glauben mit guten Werken, die müssen auch an Erkenntnis teilnehmen, und dann müssen die auch lernen, ihn selbst zu beherrschen, wodurch die standhaft werden. Standhaft sein, mit Gottes Werk verbunden sein, in Gottes Werk mit sich brüderliche Leib und ineinander gut sein. Und schließlich alle Menschen rechnen lernen. Wenn die diese Dinge haben und du bleiben, wo je an deiner Erkenntnis an den Herrn, Jesus Christus, nicht viel und unfruchtbar sein, wer das aber nicht hat, als blind oder wins kurzsichtig, und hat vergessen, dass er von seinen alle Sünden gereinigt wird. Du wir, liebe Brüder, merken, du dann immer faster, dass die berufen und ausgewählt sind, weil wenn die dort unten waren, wo je nicht fallen. Dann wird der Eingang in unseren Herrn und Herrn und Jesus Christus sein ewig Dreck dann weit aufgemerkt worden. So Paulus, oder Petrus, der fängt hier an mit einem Gruß, die ersten 2 Versen. Erst ein Gruß, aber dann die zweite Vers. Du hast ihn gebeten, all, dass wir möchten immer mehr Genut und Frieden kriegen, dadurch, dass Gott uns, dadurch, dass wir Jesus Christus kennenlernen dann. Und dann die dritte Vers, du sagst, hey, seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was wir brauchen zum seilig werden. So das erste, was hier sagt, er sagt, Gott hat uns alles geschenkt. Erstens, was wir brauchen zum seilig werden. Hat uns alle geschenkt. Er hat uns seinen Segen geschenkt. Er hat uns das Evangelium geschenkt, wodurch wir können seilig werden. So dort ist Gott seine Kraft, wodurch wir können seilig werden, wodurch wir können wahre geboren werden. Und das ist, wo Paulus von reden hat in Römer 1, Vers 16, wo Paulus sagt, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium, denn dort ist die Gotteskraft, all die seilig zu merken, die daran bleiben. So dort hat er uns geschenkt. Und dann zweitens sagt er hat uns auch alles geschenkt, was wir zum christlichen Leben brauchen. Alles zum ersten zum seilig werden, und dann auch zum christlichen Leben, ein heiliges Leben führen. Sagt er, hat uns rein alle geschenkt. So hat uns den Geist gegeben, der du gerade ist, was der du in der Welt ist. So nu hat er uns alles geschenkt. Erstens, was wir brauchen zum seilig werden. Zweitens, was wir brauchen zum ein heiliges christliches Leben führen. Sagt er, hat er uns rein alle geschenkt. Und dann die vierte Fall sagt er, und durch die selbste Kraft hat er uns alle andere ricke, wundervolle Segnungen versprechen. Durch die wir von das verkommene Leben können loskommen, wodurch wir durch die Leidenschaften und diese Welt gebunden sind. So Gott hat uns auch all die anderen Segnungen versprechen, alles was wir brauchen, dass wir können von dort loskommen, wo wir verbunden werden, wie zu dem neuen Leben gekommen werden. Petrus sagt auf einer Stelle, der sagt, dass das Leben, das die von den Eltern gekriegt haben, dort wird vergehen. Aber das Leben, was ich gebe, dort bleibt ewig. So hier fängt wir dort, der sagt, wir haben alle anderen Segnungen gehabt, die uns gegeben. Und so, wir haben alles, was wir brauchen. Keiner auf eine Isaak sagen, ich kann nicht, oder ich kann es bloß nicht tun. Er sagt, ich habe uns alles geschenkt. Zum seilig werden, zum ein heiliges Leben führen, auch zum, dass wir können loskommen von all dort, wo wir an verbunden werden. Das sagt, er hat uns rein alle versprochen. Sagen wir, 2. Korinther 9, Vers 18.
So hier sagt Paulus, in Gott kann merken, dass die von alle Judenguben rechtlich haben, dass die zu aller Zeit von alles genug haben und nach rechtlich Gute tun können. So hier sei wie das wahre, dass Gott kann auch merken, dass wir von allen Juden waren, rechtlich genug haben, dass alles, was uns fehlen wird, dass als alle durch Gott hat uns das rein alle geschenkt, sag ich. Und dann haben wir die nächsten zwei Versen gehen, Vers 5 und 7, wo wir dann anfangen wird, diese Dinge alle zu kriegen. So hier sind 8 Dinge, was er erwähnt hat, was zu machen sind, wenn wir diese Dinge wollen kriegen. Also er sagt hier, dass Gott hat uns alles geschenkt. Und alles versprechen, was wir brauchen dann. Aber dann im 5. Fall, du fängst an und sagst, das zu kriegen. Dann das erste ist, der Glauben. Sagt er, bekleidet den Glauben mit guten Worten. So wir wissen, dass in der Jakobusbrief sagt, dass der Glauben ohne Worten ist tot. Und er sagt, bekleidet den Glauben mit guten Worten. So das ist das erste Ding, was wir machen haben. Er sagt, das zu kriegen. Was wir an den Glauben mit guten Worten bekleiden. Anders gesagt, wir müssen unseren Glauben beweisen mit unseren Worten. Wenn wir sagen, wir haben Glauben, und wir nicht Worten sind, dann sage ich Jakobus, dann ist der Glauben tot. Wenn wir wirklich Glauben haben, dann wird es an unseren Worten zu sein sein. Unsere Worten wollen unseren Glauben wiesen. So ist jemand gesagt hat, wies mir den Glauben ohne Worten, und ich werde mein Glauben wiesen mit meinen Worten. Und so, das ist das erste, was hier sagt. Das ist Glauben. Zweitens das Worten. Wir müssen Glauben haben. Glauben haben meint, dass wir durch uns Glauben, was Gott gesagt hat, von ihnen sehen. Dass er aus ihnen sehen geschenkt. Dass all die, was durch uns Glauben, wollen das ewige Leben haben. Und wollen nicht in eine Verdammnis kommen. So, das ist unsere Sicherheit. Und das ist durch den Glauben. So, das ist das erste Part. Und dann der zweite Part ist Worken. Wir sollen Gott tun. Und Epheser 2, Vers 10, da sagt Paulus, dass wir sind wahre geboren und Gott hat uns einen Stand versagt, dass wir können Gott tun. So, nun sollen wir auch Gott tun. So, das ist das zweite Ding. Gott tun. Gott worken tun. Und dann das dritte ist Erkenntnis. So, das ist das andere Ding, was Petrus muss sagen, das alles zu kriegen. So, der letzte Part in der 5. Vers sagt das. Und die müssen auch an Erkenntnis teilnehmen. Und da meint in Gott sein Wort teilnehmen, das richtig verstehen, bekannt werden damit, teilnehmen, das recht verstehen. Dort sagt er, du sollst die auch teilnehmen. Und dann der 4. Part ist, sagt er in der 6. Vers, die müssen auch lernen, die uns selbst zu beherrschen. So, das ist das 5. Part, das 4. Part. Wir müssen uns lernen, selbst zu beherrschen. Und da meint, wenn wir in schwere Zeiten dann kommen, dass wir uithören, dass wir geduldig sind, dass wir nicht wollen nur geben. Wir müssen uns lernen, in alle Dinge zu beherrschen, kriegen und was in uns wegkommt. Die sagen, wir müssen nicht lernen, beherrschen. Die noch Pferden kommen, Versicherungen, in Pferden kann es sehr schwer sein, aber die sagen, wir müssen lernen, den selbst zu beherrschen. Und weißt du, dass wir das hier lesen dann, dass Gott hat uns alles geschenkt, was wir dazu brauchen. So, keiner von uns hat eine Ursache, er kann eine Entschuldigung haben, dass wir nicht können. Die sagt hier, er hat uns alles geschenkt, dass wir das alle tun können. In 2. Korinther 10, Vers 2 und 5, du sagst Paulus, dort wird immer in uns absticht, like wenn die Gedanken in uns abstehen, wenn du Physiken kommst, dann sagt er, dann sollen wir all die Gedanken vornehmen und die zu nichts merken. Und die unser Christus in die Kontrolle bringen. So, die sagt hier, wir müssen lernen,
uns selbst zu beherrschen. Und dann das fünfte Part ist Gottesfurcht. Wie man Gottesfurcht haben. Und das meint nicht, dass wir uns sollen vor Gott fürchten, dass wir sollen Angst haben vor ihm. Aber Gottesfurcht haben, dass wir nicht wollen, den am Sündigen. Und auf einer Stelle sagt, dass erst keine Gottesfurcht an ihn. In Römer 3, Vers 18, wo das redet von den Gottlosen, und das sagt, dass sie sagen dort nicht, dass Gott zu fürchten wir. So wir sagen, wir müssen Gottesfurcht haben. Nicht, dass wir uns gerühren vor Gott, aber dass wir Gott fürchten, dass wir nicht wollen den am Sündigen. Das war mein Gottesfurcht haben. Und dann das fünfte Okay, das wird das erste Part. Das fünfte Part ist Standhaft. Und in schwere Tiden auch standhaft bleiben. Wenn wir als Christen gehen werden die schwere Tiden durch, aber das sagt, wir müssen standhaft bleiben, wenn schwere Tiden kommen. 1. Petrus 4, Vers 12. Da sagt Petrus, es steht, liebe Freund, wenn die Versicherungen durch die gegunnen maten, auch vier heit waren, du werden seid dort nicht so an, als wenn jemand was Gütergewöhnliches passiert. Dort ist bloß am jenen Blauen ab der Frau zu stahlen. So Petrus sagt, wenn die Versicherungen noch sehr schwer waren, wir sollen nicht denken, dass uns gütergewöhnlich was passieren wird. Er sagt, diese kommen über uns bloß uns zu proben, wo das mit unseren Glauben steht. Wenn die Versicherungen kommen, dort wo uns Glauben geprüft wird, und dort wo wir sein können, wo stark ist uns Glauben. Wenn die keine Versicherungen kommen, wenn uns Glauben einmal geprüft wird, dann können wir wirklich gleich wissen, wo viel Glauben wir haben, oder was für starken Glauben wir haben. Aber wenn diese kommen und wir standhaft bleiben, dann können wir sein, wo stark uns Glauben ist. Und das wird Petrus sagen, dass diese Dinge, was wir haben, das alle zu kriegen. Und dann das 7. Part sagt, der brüderliche Leib. Das ist der sagt, brüderliche Leib. Der meint, wir als Christen, einer von anderen, wir sollen uns leiben. Als Brüder und Schwestern können wir auch sein, wir sollen uns leiben. In Johannes 13, Vers 34, du sagst Jesus, und das wird alle Monate sein, dass die meine Jünger sind, wenn die leiben einer den anderen. So brüderliche Leib, da muss du auch sein. In Galater 6, Vers 10, wir wir mal hangen. So das sagt, brüderliche Leib, aber wir sollen nicht bloß an die Brüder leiben, wir sollen alle Menschen was rechnen. Aber brüderliche Leib ist besonders, was wir sollen tun. So Galater 6, Vers 10, da sagt er, du werden soll wie so wirken, als wir Gelegenheit haben, und alle Menschen Gute zu tun. So hier sagt er, und alle Menschen. In der letzten Part sagt er, und besonders und die mit Anstoß und Glauben stunden. So brüderliche Leib soll du sein. Und dann das 8. Ding, was Petrus sagt, was du musst sein, ist, alle Menschen rechnen lehren. Durch der letzte Part von der 7. Vers. Und schließlich alle Menschen rechnen lehren. Das ist ein Vers in Römer 12, Vers 18, wo Paulus sagt, wir sollen alles tun, was möglich ist. Wir sollen alles tun an andere Seite, so dass das möglich ist, mit allen Menschen Frieden zu haben. Das ist einmal nicht möglich, mit allen Menschen Frieden zu haben.
Wees dat juist zijn dat met some mensen schaut dat bloß nicht, dat we kan, dat er kon vrede zijn. Want zij zieken niet in de vrede, zij zieken in de trouble. Maar hij zegt, we zullen alles doen wat we kunnen, wanneer dat mogelijk is, met alle mensen vrede hebben. En zodat het zo dat laatste part wat ik hier zeg, we moeten rekenen, alle mensen wat rekenen leren. Want zij ook niet met aan stemmen, maar irgendwann dan slacht het aan, we moeten stil die wat rekenen. We hebben geen Ursache, aber keine Entschuldigung, dat we niet rekenen, dat we niet leven zullen. Dus we weten dat de Schrift leert ons dat we zullen sogar aan de Pien leven. So deze 8 dingen, zegt Petrus, om dit te krijgen, moeten we deze dingen hebben. En dan in de 8e vers zegt hij, wanneer je deze dingen hebben, so deze 8 dingen, wanneer je die hebben, en du blijven, waar je in je erkenntnis aan Herrn Jezus Christus niet viel en onvruchtbaar zijn. So, wenn wir diese Dinge haben und du bleiben, dann wo wir nicht viel sein, dann wo wir nicht unfruchtbar sein, dann wo wir Frucht bringen. Und dann wo wir und unsere Erkenntnis an den Herrn teilnehmen. So, das ist ein sehr wichtiger Part, was wir sollen sehr ernst nehmen. Vielmals sagen wir dort, dass ein Mensch, der nimmt Jesus an, en dan leeft hij als Rat, en dan vielmals zeggen we dat het leven van du wieder krank is vorher. En leiden, weil sie sind nicht Rat, so nu ist das nicht so wichtig, wo ich leben darf. Aber das ist ein sehr wichtiger Part zum Teilnehmen und unsere Erkenntnis, dass wir immer fester werden. Und dann in der Fall sagt er, und das ist, was er gesagt hat, er sagt, wer das über nicht hat, als blind oder weins kurzsichtig und hat vergeten, dass er von seinen alten Sünden gereinigt wird. Sie wird dann das, wenn wir diese Dinge nicht haben, wir üben uns nicht an all diese Dinge, was Petrus hier erwähnt hat, dann sagt er, dann sind wir kurzsichtig, sind wir blind oder kurzsichtig. Weil dann kommt das durch, dass der Mensch vergeten dat hij van zijn zinnen vergeeft is. Want in dit leidt te vele andere dingen. Eerstens, hij verjaart dat hij van zijn zinnen vergeeft is. Na het nächste jaar dat wieder, dan op eenmaal aanvangt hij te twijfelen als hij geraad is. Na het nächste, dan neemt hij dat vast aan en zegt hij, wel, God kan mij gleich raden. En zo staat hij dat wieder en wieder en wieder. En dan komt die mens in twijfel. En dan komt het wat door of de twijfelt die wat hebt als die waar hij boeren is. So dat wordt te handelen dat, wanneer we deze dingen niet hebben. Dat zou Petrus zeggen dat, wanneer we deze dingen niet hebben. Dat wordt passeren dat. En ik geloof dat is een normale ding, wanneer een christen, wie is christen, wanneer ons dat nog mal aankomt, als die vrouw komt, vielleicht heb je mal die vrouw gehad, zijn ik werkelijk waar hij boeren. Weet je, dat is niet wat Peter gemeint wird, dat is een normale ding, maar we zullen er niet bij blijven. Wanneer immer die vrouw abkommt, weet je, dat is een ding wat ik vind zeer bedeutend van der en dag, ons als christen op een twijfel brengen, of wie werkelijk waar hij boeren. Dat krijgt es die dan te arm einfach zegt, heeft God werkelijk gezegd. En krijgt zo wat het ons manchmal zijn. Ist das wirklich so? Sei je wirklich wahre Buren? Ist das so? Weil wenn wir diese Dinge alle nicht haben, dann lehrt das, dann sagt er dann verjährt, wie du von, dass unsere Sinnen verjährt sind. Und dann das nächste kommt dann fangen wir an zu bedienen, zu zweifeln, aus wie sind wahre Buren. So wir müssen diese Dinge haben, die uns festmerken, sag ich, hey. Und so, das sind viele andere Dinge, was der Mensch durchbringt, dat hij aan twijfel komt dat. En ik weet dat het een zeer zwaar lijden, waar de mens door nu kamp, die wel en die twijfelt over, weet niet meer nou, als hij is waar geboren, en dat kan zeer, zeer zwaar worden. En een ding is dat, wanneer gepredigt wordt, zeer streng gepredigt wordt, wo streng God is, en wo hoog God zijn standaard zijn,
Wenn bloß dort immer wahre gepredigt wird, dann kommt die Mensch was durch und fällt so, die kann never nicht so hier kommen, dass die Gott seine Standards mieten wird. Und dann fängt er an zu zweifeln, ob der überhaupt würdig ist, dass der überhaupt dort wird ist, gerade zu werden. So das ist ein Ding, wo ein Mensch auf den Zwiebel kommt. Der andere Ding ist, einige Menschen, die kommen auf den Zwiebel, die haben nicht kreiten duten, wo sie Jesus angenommen haben. Und sie dann fragen sich, wenn sie nicht einen Duten haben, dann der das viermals du wehen, dass sie auf den Zwiebel kommen. Und weißt du, wenn die mir würden fragen, wo wie seinen Kanada nahe kommen, was für ein Duten, ich kann ihnen doch nicht sagen. Meine früher ist die weiten an der der Dutens arm, nicht? Aber wie Männer, wie verjährten dort. Aber ich würde ihnen doch nicht sagen können, aber ich weiß, dass ich dann hier in Kanada. So dass ich glaube, das sei gut, wenn wir den Duten weiten, wenn wir inspiziert haben, das ist ein sehr gutes Ding, sehr wertvolles Ding. Aber wenn wir das nicht weiten, das ist nicht das Allerwichtigste. Kriegt sie, als wir weiten, dass wir geboren sind, wir weiten, dass wir geboren sind, weil wir leben hier. Kriegt sie erst, dass, wenn wir wahre geboren sind, wenn wir den Herrn haben angenommen, dann weiten wir das, wir sind wahre geboren. Und das, was dann Paulus sagt, wenn ihr Sieg geht, und seid auf die blauen Stunden. So, da habt nicht so viel mehr zu tun, zu weiten, kriegt den Tag. Und dann das andere, denke ich, vielmals, haben Menschen am Zwiebel, wenn sie haben nicht eine besondere Erfahrung gehabt. Und das ist verschieden, dass die Menschen, die haben eine besondere Erfahrung, wenn die Jesus annehmen, wo die wahre geboren werden, die haben eine besondere Erfahrung. Andere Bewahrer, die haben nicht so eine große Erfahrung. Einige haben überhaupt keine Erfahrung, die nehmen Jesus bloß an und glauben. Und so dann hören sie von anderen, was die haben für eine Erfahrung gehabt. Und dann, wenn sie nicht haben die Erfahrung gehabt, dann kommt die Frau. Weil, wenn ich nicht die Erfahrung gehabt, sind ich dann wirklich wahre geboren. Weil dort sind alles die Fehlungen. Dort ist nicht Glauben. Wie gehen wir in Glauben? Paulus sagt, und ihr Sieg geht, und seid auf die Glauben stehen. So, das sind verschiedene Dinge, wo ein Mensch kann in eine Zwiebel kommen, aber weißt du, das braucht nicht so sein. Ich sehe nicht, das ist normal, dass nochmal so ein Tief, dass wir uns freuen, dass wir Zwiebeln tun, aber dann hat wir kurz nicht Gott sein Wort gehen, in sein Wort Gott sein Wort sagt. Hij sagt, ich habe sein einzigen Sinn geschickt, dass all die, was an anbleiben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. So dann haben wir uns frei und bleibe ich dort, von ganzen Horten. So dann gehe ich nicht in meine Feilung. Wenn ich Kind wird frei und ich glaube, die würden alle schon sagen, dass die sind der und die was, wo ihnen so gefeilt haben, die sind nicht wahre geboren, oder die sind nicht seilig. Aber wir gehen nicht nur, wir können nicht nur an die Feilung gehen. Wir gehen nun glauben, wir müssen und glauben dort annehmen. So dann sagt der tiende Fall, du wegen, liebe Brüder, merkt ihn du dann immer faster. Sagt er, du wegen, merkt ihn immer faster. Merkt ihn, dass die Berauben in die Welt sind, weil wenn die dort daunen waren, wo die nicht fallen. So ich sage, wir sollen uns immer faster merken. Und wo merken wir uns faster an? Dort erst, wenn wir diese 8 Dinge wollen daunen, dann wollen wir uns immer faster merken, und dann wollen wir uns sicher sein, wir sind uns mit Gott sehr gut bekannt. So dann, wenn die Zwiebel ankommt, dann darf wir nicht ausgehen, hören, was sagt Gott sehr gut. Und dann nicht in die Feilung gehen. Sagt er, dann, wo wir fast wollen, dann, wo wir nicht fallen. Und dann sagt er, in der alten Fall, sagt er, dann wird der Eingang in unseren Herrn und Heiland Jesus Christus sehen, ewig direkt dann weit aufgehen. Sagt er, wenn die das alle wollen tun, dann wird uns der Eingang von unseren Herrn und Heiland in das Reich Gottes dann weit aufgehen. Weil dann, wo wir an Gott sein Wort ankommen, dann wird Gott uns die Augen aufmachen, dann wo wir sein. Große Dinge, was wir nicht haben, an Gott sein Wort sein. Das sind falsch und
1. Korinther 2, Vers 9. So hier sagt dat, waar je roet zoals dat geschreven staat, wat geen uw gezeinen heeft, en geen uur geheerd heeft, waaraan geen mens gedacht heeft, heeft God gemerkt voor die am God zijn. So wat geen uur geheerd heeft, wat geen uur gezeinen heeft, wat geen mens aan gedacht heeft, dort heeft God voor die gemerkt, die am blijven doen. Ik weet, dit wordt veelmaals gebruikt, als dit als een toekomst van wie waren in hemel zijn. Maar wanneer we dat lezen in de Vaardem en de Luther, dan kan we dat klaar zijn, dat dit niet van dat wat reden, dat redt van ons christelijk leven hier nu. Wenn ze het ene Fall zegt hij, ons heeft God dat weiten luten, durch seinen Geist, den hij ons gegeven heeft. Wils de Geist forscht alles nu, sogar Gott seine diepste Geheimnis. So dit is een ding, wat Petrus zegt, wanneer we die dingen worden gaan, dan wordt ons de aangang en dat we rekenen, wie opdoen. Wat geen u gezien heeft, geen u geheerd heeft, dort heeft God gemerkt voor die, wat am God zijn. Weet je, wanneer we ons, je meer we ons aan God zien wordt even doen, die groter wordt onze leven voor den Herrn, die groter wordt onze leven einer voor een anderen, en die voorste waar we in onze glauben. En daar waar we niet vallen. So dat is wat we van dit leren kunnen, wat Petrus gezegd heeft, dat we zullen ons immer, dit ene Fall, du wir in lieve Brüder, merken door een immer voorste, dat die beroepen in uitgewählt zijn. Du hast een Vers, ik weet niet hoe die is, waar het zegt, vele zijn beroepen en weinig zijn uitgewählt. En dat ook manchmal mensen op twijfel brengen en dan vragen ze zich, zijn ik van de uitgewählte? Want vele zijn beroepen, maar weinig zijn uitgewählt. Want God heeft ons beroepen, zum dat eigen leven gaan, zum zijn kinderen zijn. Dat lezen we in Epheser 2, oder vers eindelijk is dat, waar het zegt dat hij de wereld in grond leidt, hat hij zich dat zo ver genomen dat hij ons wil, dat Jezus Christus als zijn kinderen aanneemt. So dort hat hij zich zo ver genomen. So hij heeft ons beroepen. So nu stelt hij ons dat te gaan, wie kan ons dat willen, of we dat wel aannemen of niet. So die Wohl ist onze. Dat is niet dat God zich heeft wessen mensen gewählt, zum Raden en wessen niet. Hij heeft ons alle dat te beroepen, aber die Wohl ist onze, als we dat wel aannemen. En so, wenn wir dat aannemen dan, wat hij ons beroepen heeft, dan waar we, en wenn we deze dingen worden gaan, en die aan ons blijven worden, dan zegt hij, waar we niet vallen. En dat, die twee versen, mocht ik wel gaan het weer wel metnemen. Tweede Korinther 13, Vers 4, wo Paulus sagt, und ihr siegt und seid auf den Glauben stunden, und an dieser tiende Vers hier, du wir, liebe Brüder, merken durch ein immer Forster, dass die Beraubten in uitgewählt sind. Sonst Forster merken, dass wir immer Forster wollen, dass wir in der Seiligkeit immer sicherer wollen. Und wir sind dort alle Wege dran uns. Kriegt es dort hier sein, es kriegt es passiert dort. Wenn die Menschen hier looten das, wenn wir ab hier mit lesen, wenn wir ab hier mit in die Track fahren, dann bald, dann vergeht wir, dass wir vergeben sind von unseren Sünden, und dann bald, dann fangen wir an zu zweifeln, als wir überhaupt sind, wahre geboren, und dann viertmals, dann sagt die Menschen, ich habe einmal ganz los, und du hast eine Fall in der Bibel, das sagt, und sie verlieren dort, dass Gott ihnen losgekauft hat. Und das sagt, sie sehen sich ganz los von Gott. So dazu wird zu lernen. So das ist sehr wichtig, dass wir diese Dinge haben. So
tonight mag dat we in deze dingen met huis nemen. En deze 8 dingen wat hij in vers 5 durch 7 zu sagen dat we die dingen würden eiben. Dann sagt er, dann wo je nicht viel sein, dann wo je nicht anfruchtbar sein. Und dadurch können wir uns immer fester merken, an der Hut nicht immer sicher merken, dass wir gerat sind. So wir können das weiten, dass wir gerat sind. Und so wie da bloß eine Gott in Wut gehen, das zu weiten. Wenn immer das ankommt, dann werden wir uns Glauben prüfen, ob wir in Glauben stehen. In Johannes 4, Vers 22, wo Jesus sagt, wahrlich ich sage Ihnen, wer mein Wort hat, wer mein Wort hielt und den Leib, der mir gesagt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht an das Gericht. Und auch 1. Johannes 4, Vers 12 und 13 sagt, wer den Sehen hat das Leben, wer den Sehen nicht hat nicht das Leben. Und dann sagt er, der Tag ist geschrieben, dass jeder das weiten kann, die jeder leben, dass jeder das ewige Leben haben. So wir können das weiten. Wenn einmal die Zweifel ankommt, dann gehen wir in Gott in Wort, nicht in unsere Feilung, dann ans Gott in Wort gehen, in sein Wort sagt das hier, und dann können wir uns unser Segen. Bleibe ich das von Horten, so wollen wir das bleiben, weil dann weiter wir das. Das erste, was die Schrift sagt, dann habe ich das ewige Leben. So, wenn wir das wahrnehmen und wenn wir besonders daran denken, dass wir diese 8 Dinge haben und durch uns üben, sodass wir nicht viel wollen, aber dass wir fruchtbar sein. Wenn wir noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich komme bei dir und ich danke dir, Gott, dass du uns alles geschenkt hast. Erstens, was wir brauchen zum seilig werden, du hast den einzigen Sehen geschenkt, sodass all die, was du am Glauben nicht darin verloren gehen, aber kann das ewige Leben haben. Vater, ich danke dir, dass du das hast von dir an so viel genommen, dass wir uns was annehmen aus deinen Kindern, durch den Sehen Jesus Christus. In den Wort sagt, dass all die Arme abnehmen, darfst du das fertig, deine Kinder zu sein. Und ich danke dir dafür. Vater, ich danke dir, dass du uns alles geschenkt hast, ein herrliches Leben führen. Und ich danke dir, dass du uns alles geschenkt hast, dass wir von allen Dingen loskommen, wo wir verbunden werden, euer wie zu das Leben gekommen werden. Vater, ich danke dir dafür. Und ich bete halt besonders, dass du uns halten, all diese Dinge zu üben und dass die würden an uns bleiben. Vater, ich bete, wenn du irgendwer hier von der Vormittag erst, der zweifelt über seine Seiligkeit, ich bete, dass wir am Busch Ersatz geben, zu dem Wort leiden, wo sie das Salz sein kann, dass wir das schaffen, dass du uns leben lässt und dass wenn wir leben tun, dann haben wir das ewige Leben. Vater, ich bete, dass du musst Klarheit geben durch ihn. Und ich bete, Herr, musst du das Serviert, diesen Aufschritt und an so Worten anschließen und hab du uns diese Dinge zu üben, sodass die wollen in uns bleiben, sodass wir uns immer fester merken, dass wir uns immer sicherer merken, wo du uns berufen hast, Herr. Und ich danke dir, Gott, noch einmal für dein Wort und musst du das sehen, von den Worten von dem Vormittag. Amen.